Der Mensch ordnet das Chaos. Schon immer. Unsinn, doch was soll er sonst machen? Er schafft Terminpläne, Regierungssysteme, Grenzen, Gesetze, Hierarchien. Beruhigt ungemein. Die schönste Chaosbekämpfung ist das Wort, denn es ist flüchtig. Doch gleichzeitig erzählt es die Geschichte der Menschheit. Die tiefsten Ängste, Vorurteile, Sehnsüchte. In einer Zeit, in der man sich Delikatessen nur selten leisten konnte, kannte man nicht nur den Genuss, sondern auch den Nachgenuss. Versüßt die Zeit bis zum nächsten fernen Festtag. Oder Honigseim, ungeläutertes Gold direkt aus der Wabe. Afterweisheit, Überschwupper, Klippkram, Schabernakisch, zerknallbar. Alles verschwundene Wörter. Zumindest aus dem Duden. Alle technischen Entwicklungen, alle gesellschaftlichen Veränderungen, einfach alles manifestiert sich irgendwie in Sprache. Und das findet dann Zugang eben auch in den Duden. Und irgendwann veraltern Dinge und fallen wieder raus. Und somit erzählt natürlich auch der Duden, beginnend mit der ersten Auflage 1880 bis heute, ein Stück deutscher Geistes- und Kulturgeschichte. Der Urduden von 1880. 27.000 Begriffe. Konrad Duden hatte ihn damals noch alleine verfasst. Mittlerweile die 27. Auflage, 5-mal so dick, herausgegeben von einer etwa 20-köpfigen Redaktion. Bei jeder Ausgabe wird er dicker, doch es werden auch jedes Mal Wörter unbemerkt gestrichen. 2700 davon hat der Autor Peter Graf erforscht und festgestellt, der Duden ist nicht einfach nur eine Rechtschreibbibel, sondern ein Geschichtsbuch. Echo auf gesellschaftliche Veränderungen. Nach dem Zweiten Weltkrieg müssen besonders viele Begriffe entfernt und eilig durch neue, gleich lange ersetzt werden. Denn es wird derselbe Stehsatz für den Druck verwendet. Die entnazifizierte Lösung: aus Hitlergruß oder Hitlerjunge werden einfach Hirtentum und Hirtentischel. Willkommen im heilen Nachkriegsdeutschland. Auch der lange Weg zur Gleichberechtigung, abgebildet im Duden. Die Schwiegertochter heißt Söhnerin, nicht lang her. Und die Karriere einer Frau besteht maximal darin, es zur Arztfrau zu schaffen. Frauen, die ihr Gehirn trotzdem betätigen, sind zu meiden. Noch Anfang des 20. Jahrhunderts beschimpft man sie als Blaustrümpfe. Da ging es von der Bedeutung her darauf zurück, dass man sagte, dass die Frauen, die die ganze Zeit mit Lesen und Schreiben und sich bilden beschäftigt sind, keine Zeit mehr haben, ihre Wäsche zu waschen und auch nicht ihre Socken. Und deswegen tragen sie blaue Strümpfe, weil man da den Dreck nicht so sieht. Die letzte radikale Änderung nach dem Mauerfall. 1991 wird die Mannheimer Ausgabe mit der Leipziger vereint. Das bedeutet vor allem für die Ostdeutschen Vokabeln pauken, fast 3000 neue Begriffe. Ich hätte gern einen Goldbräuler. Goldbräuler, Sie meinen sicher ein Hähnchen, nehme ich an. Der Interkosmos und die Hausfrauenbrigade, Vergangenheit. Im Kapitalismus heißt Kaufhalle Supermarkt, das Kollektiv Team und aus Feinfrost wird Tiefkühlkost. Wenn alle Gewissheiten, wenn alles wegbricht, was vorher gegolten hat, dann kann Sprache sozusagen ein Anker sein. Und wenn aber dann auch nicht mehr viel von dem übrig ist, was damals für einen Bedeutung hatte, dann fühlt man sich irgendwann wahrscheinlich ein bisschen heimatlos und vielleicht auch zurückgesetzt. Also das ist vielleicht das, was man heute in Teilen beobachten kann. Von den 145.000 Wörtern, die heute im Duden stehen, verwendet der Durchschnittsmensch gerade mal ein Zehntel. Goethe gebrauchte immerhin 8-mal so viel. Deutsch ist die Sprache der, und berühmt für seine Fäkalausdrücke. Arschmonarch, Scheißenschlucker, Arschkappe. Lange Zeit genauso beliebt wie exzessive Verwünschungskomposita. Donnerhagelskröte, Spitzbuben-Herrgottsvater. Der Geist einer Sprache
offenbart sich wohl am deutlichsten in ihren unübersetzbaren Wörtern. Ein Gegenfüßler. Irgendwie, dass man zwei Paar linke Schuhe irgendwie hat oder irgendwas, zwei linke Füße. Ein Tier, was im Passgang geht. Gegenfüßler. Da läuft einer dann in zwei Richtungen gleichzeitig. Der Gegenfüßler, der ist eigentlich genau sozusagen auf der anderen Seite, als wir sind. Wenn jetzt hier Deutschland ist, ist der Gegenfüßler genau da unten. Naja, im Grunde genommen geht es ja darum, sich sozusagen die vergrößerte Welt zu erklären. Ja? Dass die Welt keine Scheibe mehr ist, sondern eine Kugel. Sprache bildet das ab, sozusagen auch den Denkprozess. Der Duden ist das Abbild von Ordnung und Struktur. Er sagt uns, wie wir sind. Und birgt doch wunderbare Geheimnisse. Warum stand Nunatak jahrelang darin? Inuits nennen so eine aus dem Inlandeis hervorragende Bergspitze. Genauso rätselhaft, warum werden manche Wörter gestrichen und Jahre später wieder aufgenommen? Wie Eierpunsch oder Filmdiva. Wir wünschen uns den Nachgenuss zurück.